mein Name ist Naira, ich bin Deutsch- und Schweizerdeutschlehrerin und heute schauen wir uns zusammen Memes übers Schweizerdeutsche an. Viel Spaß und vergiss nicht, mir auch auf Instagram zu folgen. Los geht's! Okay, starten wir gleich mit dem ersten Meme, das ich gefunden habe. Ich blende es auch gleich ein. Naked, nackt, nu, nudo, Vödli Blut. Auf Schweizerdeutsch. Vödli Blut, ein lustiges Wort. Blut ist an sich schon die Übersetzung für nackt. Also Blut heißt schon nackt auf Schweizerdeutsch. Z'Vödli, das ist der Po, das Hinterteil. Und Vödli Blut ist also quasi eine Steigerung. Sogar der Po ist nackt, könnte man sagen. Vödli Blut. Ja, was soll ich sagen? Ich verstehe den Witz des Memes. Ziemlich lustiges Wort. Gut, weiter geht's. Wenn Schweizer unerwartet ein Deutscher am Telefon hat, also dann tu ich mal meine Unterlagen für ihn nehmen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Früher bin ich auch super nervös geworden, wenn ich am Telefon mit jemandem sprechen musste. Ich telefoniere eigentlich heute noch nicht gern, ein Videocall ist mir tausendmal lieber. Aber zurück zum Meme. Das Meme spricht auf schweizerische Angewohnheiten an, die im Schweizerdeutschen verwendet werden, im Hochdeutschen aber nicht, die man sich aber nicht ganz so einfach wieder abgewöhnen kann. Zum Beispiel konjugieren wir nicht gern jedes Verb, sondern nutzen das Verb tun, konjugiert, und setzen dann das eigentliche Verb, das Vollverb im Infinitiv, wieder an. Zum Beispiel, ich tue Sport machen, anstelle von ich mache Sport. Alle Schweizer machen das und wir haben es uns so angewöhnt. Das heißt, manchmal ist es ziemlich schwierig, von einem Moment auf den anderen im Hochdeutschen das nicht mehr zu machen. Übrigens, führen bedeutet nach vorne, zum Verständnis. Mir ist es aber auch noch wichtig zu betonen, wir Schweizer können gut Hochdeutsch sprechen. Das ist jetzt wirklich eine Situation, es ist unerwartet, man ist nicht darauf vorbereitet. Da kann das schon mal passieren, aber sonst sind wir souveräne Hochdeutschsprecher. Okay, weiter geht's. Stellt euch mal einen Bankraub in der Schweiz vor. Handli ins Lüftli, das ist ein Überfalli. Okay, ziemlich schräg. Entweder hat das kein Schweizer geschrieben, was ich eigentlich vermutet hätte, aber da das Meme von einer Seite zum Schweizerdeutsch lernen kommt, ist es vielleicht auch absichtlich so gemacht. Ich weiß es nicht. Es ist ein weit verbreitetes Klischee, dass wir alle Nomen mit li verniedlichen. Das stimmt aber nicht wirklich. Li als Endung benutze ich wirklich nur, wenn ich etwas klein oder süß finde. Also herzig, wie wir sagen. Handli würde ich vielleicht sagen, wenn ich die Hände eines Babys sehe. Oh, schau mal, wie süß, die kleinen Händli. Lüftli. Lüftli gibt es auch. Das ist ein nicht so starker Wind, ein kleiner Windstoß. Draussen geht es Lüftli, draußen weht ein sanfter Wind, sage ich mal. Aber Überfalli, dieses Wort gibt es nicht, habe ich noch nie gehört, macht gar keinen Sinn hier. Gut, ab zum nächsten Meme. Okay, also, da kommt die Polizei von Deutschland und Österreich mit dem SZ und die Schweiz sieht ängstlich aus und versteckt sich.
Und darunter steht noch, Schweizerdeutsche ist gut. Ich stimme zu, ein Vorteil des Schweizerdeutschen oder besser gesagt des Hochdeutschen in der Schweiz ist, dass wir kein SZ haben. Das kann das Lernen erleichtern. Es ist jedenfalls ein Buchstabe weniger. Das hat aber grundsätzlich auch wenig mit dem Schweizerdeutschen, also den Dialekten zu tun, sondern wie gesagt mit dem Standarddeutschen, dem Hochdeutschen der Schweiz. Denn, das weißt du vielleicht schon, im Schweizerdeutschen, also in der gesprochenen Sprache, den Dialekten, gibt es keine Rechtschreibregeln. Das heißt, du kannst so schreiben, wie es dir passt. Gut, machen wir noch ein letztes. Trying to learn Swiss German through YouTube videos. Reads the comments of Swiss people that all pronunciation was wrong. I just want to learn Swiss German. Help. Okay, ja. Ich kann beide Seiten sehr, sehr gut verstehen. Ich habe auch schon Kurse auf Udemy oder so gesehen oder YouTube-Videos, in denen Schweizerdeutsch erklärt wurde und die Aussprache war wirklich, wirklich schlecht und das hat mich auch ziemlich getriggert. Es ist wichtig zu wissen, dass wir ganz viele Dialekte haben. Jeder Dialekt klingt ein bisschen anders. In jeder Region wird Schweizerdeutsch ein bisschen anders ausgesprochen. Das heißt nicht, dass irgendein Dialekt falsch ist. Alles ist richtig. Aber manchmal gibt es wirklich Videos, die klingen einfach nicht Schweizerdeutsch. Kein Dialekt der Schweiz könnte das sein und das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber es gibt tolle Videos auf YouTube und auch sonst im Internet und es ist sicher eine tolle Idee, diese zum Lernen zu nutzen. Und übrigens, wenn du auf der Suche nach einem Videokurs bist, um Schweizerdeutsch zu lernen, dann empfehle ich dir von Herzen meinen Himugügeli Schweizerdeutsch Online-Kurs. Alle Infos findest du in der Beschreibung. So, ich glaube, das reicht für heute. Super spannend und auch lustig. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelacht und konntet euch auch mit dem einen oder anderen Meme identifizieren. Schreib's mir gerne in die Kommentare und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!